Und weiter geht es bei Skyward Sword Hero Mode. Und jetzt endlich ab zur Vogelreiter-Zeremonie. Dein Wolkenvogel ist einfach unglaublich und das nach all dem, was er heute schon durchmachen musste. Natürlich, er durchmachen musste, ich natürlich nicht. Ich werde nur meinem Vater berichten. Ja, mach das. Berichte. Aber schnell! Da bist du ja, Bado. Hey, Michael! Ja. Endlich ist der Arsch da und guck mal, Bado, ich habe ein hübsches Schwertchen dabei. Ist zwar ein bisschen kurz, aber um dir deine hübsche Frisur ein bisschen anders zu gestalten, reicht es locker. Ach, das ist ein Fehler gefunden. Der hört mir einfach nicht zu. Wir haben nie seit dem Morgen geübt. Warum kriegen nichts können wie du eigentlich meine nächste Wurst, hä? Tja, das habe ich vorhin gemeint. Tja, jetzt auch sie auch noch mit Zelda auf. Allein traust dich wohl nicht, wahr? Zelda allein und ich sind schon seit unserer Kindheit gute Freunde. Da müssen wir nicht was drauf ein, wahr? Hör mit dieser Kinderstimme auf. So ist es doch, oder? Bado redet die ganze Zeit davon, dass er Zelda heiraten will, sie dann für immer zusammen sind. Also ich mag Zelda ja alles Gute und alles Glück dieser Welt gönnen, aber mit der Schmierlocke da? Nee, nur über meine Leiche. Er sieht die Zeremonie und das ist natürlich seine helfende Vertretung der Göttin, also Zelda den Paraschall. Ja, dann wäre man schön paralysiert, du Blödian. Und niemals wird er zulassen, dass jemand anderes mit dem Geschenk wegschnappt. Es ist von ihr selbst gemacht. Alter, sprich mal langsamer, Mensch. Den Paraschall ist selbst getragen, nennt man an. Er riecht bestimmt toll. Und dann auch die Zeremonie von dem Sieg auf der Stadt der Göttin. Nur wir beide, ungestört, Zelda nicht, ganz allein da oben. Geht den gleichen ab oder was ist los? Hey, Bado, hinter dir! Hinter dir! Zu spät. Hey, was ist denn? Stör mich nicht. Geile Szene. Wir beide, wie? Ganz allein, ja? Sorry, bisschen anders synchronisieren. Wir beide, wie? Ganz allein, ja? Ja. Das ist ja eine coole Antwort. Ja. Moment mal, da fällt ein Ü. Ja. So jetzt aber. Ja, also Michael, gut, dass du deinen Vogel gefunden hast. Gut, dass du deinen Vogel gefunden hast. Das ist ein guter, ehrlicher Wettkampf. Ja, bis dann, Zelda. Und bei der Zeremonie immer schön auf mich ausschauen, ja? Ich bin der fliegen kann. Alter, zisch ab oder ich schwöre dir, ich stech dir mein Schwert in den Arsch. Hey, Bado, warte auf uns! Diese alte Arschloch, hey. Ein guter, ehrlicher Wettkampf. Da hätte ich einiges dazu zu sagen. Ja, ich allerdings auch. Michael, kümmere dich nicht darum, was sie sagen. Gib halt dein Bestes, ich glaube dich. Versprichst du mir zu gewinnen? Hallo? Wo fällt? Das und sind nicht da. Klar, nur wir zwei. Bitte? Das hätte ich nicht von dir gedacht, Michael. Ja komm, ich bin auch nur Mann. Die Vogelreiter-Zeremonie beginnt. Die Auswählschüler bitte zum Start. Wichtige Durchsage. Ihre Mutter wartet auf Sie. Oh. Also gut, Michael, bis gleich. Ein bisschen ernster, wenn ich bitten darf. 3 Vöglein fliegen im Himmel, am Himmel. Oh. Yeah. Cool. Hey. Sehr gut. Beginnen wir also mit der Vogelreiter-Zeremonie. Der hat einen Super Saiyajin-Vogel, sehe ich gerade. Es sah erst so aus, als würde Michael nicht teilnehmen können, aber jetzt sind ja alle hier. Ich erkläre nun die Regeln. Regeln, als ob die Bade interessieren würden. Ich lasse nun einen Wolkenvogel fliegen, der eine Vogelfigur trägt. Wie oft lesen wir heute wohl schon das Wort Vogel? Ist überall drin. Auf ein Signal sprintet ihr durch Drücken von A los und springt vom Steg ab. Vergesst mir nach dem Abspringen vor lauter Aufregung bloß nicht unten zu drücken, um eure Vögel zu rufen. Was die im Kopf? Die kommen auch sonst, keine Sorge. Meine Vögel im Kopf, das habt ihr verstanden? Ja. Meine Vögel im Kopf muss ich nicht erst rufen, die sind von Anfang an dabei. Der hat seltsame Augen, sehen fast aus wie das Rinnegan.
Der Sieger rückt in die Oberstufe der Ritterschule vor. Außerdem wird ihm eine große Auszeichnung verliehen. Ja, große Auszeichnung, schön in Rot dargestellt. Diese Auszeichnung wurde von der jungen Dame, die als Vertreterin der Göttin auswählt wurde, persönlich angefertigt. Ah, und zum 25-jährigen Jubiläum unserer Schule und auch der Zelda-Trilogie, sage ich schon, der Zelda-Reihe natürlich, wird die Übergabe dieser Auszeichnung auf der Statue der Göttin stattfinden. Die Vertreter der Göttin... Ah, Mensch, das Kind, die Vertreter der Göttin, hey. Sag doch einfach Zelda, Mensch. Zelda, ja, sag ich doch. Zeigt, was ihr bei euren täglichen Übungen gelernt habt. Und er lacht sich eins ab. Moment mal. Nur wir 4? Hallo? Das gibt es für dich, Bardo. Also, alle auf ihre Plätze. Oh, ich bin ein bisschen nervös. Na warte. Los! Yeah! Springen! Ich war zuerst, ich werde gewinnen. Komm herbei, Vögelein. Ich bin so vogelfrei. Nein, lieber nicht mehr. Und ab geht's. Ich bin gespannt, wie ich mich diesmal anstellen werde. Hoffe ich besser als beim letzten Mal. Sturzflug! Komm schon, ich hab doch gleich. Hey, was zum... hallo? Ich hatte ihn. Hey, was war das gerade für eine Scheiße? Der hat mich voll verarscht. Na, warte du. Schaff Rechtskurve, Aurora, komm schon, wir kriegen ihn. Alter Schwede. Na, warte du. Jetzt bist du fällig, wie ein Rettich. Ich fliege wie ein Habicht. Wie ein Rotenvogel. So, jetzt aber. Aha, ich hab ihn. Hey, was soll das? Das ist mein Triumph, nicht deiner. Sein Vogel hat die gleiche peinliche Frisur wie er. Autsch. Du wagst doch mit Ball anzulegen, nimm dies kleiner. Was schmeißen die auf mir? Eier? Wow! Autsch, natürlich, ich weiche aus und greife trotzdem noch. Ich erwische ihn schon, auf dem Rückflug. Haha, wow! Wow! Mann ey! Der Bardo geht mir aus dem Weg. Geh nie aus der Sonne, wow, das war knapp. So, jetzt habe ich ihn! Ja, ich habe ihn! Das ging doch viel schneller als beim ersten Mal, yeah! Du hast die Vogelfigur erhalten, diese Figur weist dich als Sieger des heutigen zeremoniellen Weltfluges aus. Zelda wird sich freuen, natürlich wird sie das. Jeder wird sich freuen, außer natürlich Bardo und seinen Kumpels, aber der gemähe Marsch vorbei. Haha, ich hab sie! Michael! Und dann Klacksee, wir kennen das bereits. Zelda, bist du verrückt? Alter! Die ist schwerer als ich dachte. Puh. Hey, sei nicht so ängstlich. Ja, du kannst gut reden, ey. Du fliegst ja auch nicht. Herzlichen Glückwunsch, Michael. Danke. Die Zeremonie geht weiter. Auf zur Statue der Göttin. Ja, wir haben es geschafft, Freunde. Endlich. Jetzt wird alles gut. Es könnte alles so schön sein. Könnte. Michael, du musst nun die Vogelfigur der Göttin darbringen. Also ganz ehrlich, Freunde, ich würde ja viel lieber das Triforce darbringen. Dann könnt ihr uns den ganzen Ärger sparen. Aber naja. Hören wir Zeldas Stimme. Oder wohl eher nur ihrer Melodie. Macht nichts für ihr. Große Göttin, die du uns seit Urzeiten beschützt, an deiner Stelle führe ich diese Zeremonie aus, hoffend auf deinen Segen. Wohl eher auf ihren eigenen Segen, aber gut. Siegreicher Jüngling, nach alter Sitte schenkte die Göttin ihren Segen, auf dass die Winde dir und deinem Wolkenvogel stets gewogen sein mögen. Yeah. Ist es soweit? Sie zieht sich raus. Oh. Der Segen der Göttin, ein weißes Segel tanzt in dem Wind für dich.
Ja, Pokerface aufsetzen. Yeah, du hast den Paraschal erhalten. Er paralysiert schön. Mit ihm kannst du auch dann sicher landen, wenn du von hohen Orten hinabspringst. Yeah. Er riecht vertraut. Link ist ein kleiner Fetischist, wa? Was soll das denn? Das ist eine heilige Zeremonie. Komm schon, lass mir doch die sichere Pose. Das gehört zu einem Zelda-Spiel, Mensch. Dieser Paraschal. Man sagt, dass die Göttin ihn seit Urzeiten den von ihr Auserwählten zukommen lässt. Hallo? Übersetzungsfehler? Hat die nicht noch in der ersten Folge, in der zweiten Folge und jetzt auch hier noch irgendwie zu Beginn gesagt, dass sie den Schal, ja, gestrickt, gewebt, genäht, wie auch immer hätte? Aber natürlich kommt dieser Schal nicht direkt von der Göttin. Ich habe ihn selbst den heutigen Gewinner gewebt. Na, geht doch. Ich bin so froh, dass du ihn bekommst. Ja, das bin ich auch. Pass gut auf ihn auf, ja? Natürlich. Danke, Michael. Ich bin so glücklich, dass du hier bist. Naja, also wenn du so glücklich bist, dann könntest du doch vielleicht... So, das war es also. Du weißt, was du jetzt tun musst? Oder etwa nicht? Das wäre jetzt die perfekte Situation für einen Cliffhanger, aber so viel ist mir natürlich nicht. Nö, ich natürlich nicht. Ich habe Angst. Nö. Na komm, wir sind draufgehen, oder? Natürlich wissen wir, was jetzt kommt. Komm schon, Zelda, spitz die Lippen. Ah, das gefällt mir. So kenne ich dich. Komm in meine Arme, bezaubernde Braut. Ja, machst du den ersten Schritt oder muss ich? Von dir aus springst du runter. Das wird immer ein seltsamer Kuss. Siehst du das runde Bodenrelief vor der Statue der Göttin? Lande dort, um die Zeremonie zu vollenden. Wenn du abgeschwungen bist, musst du kurz um Land und B drücken und den Paraschal zu öffnen. Ach so, den Boden küssen. Öffne den Paraschal erst im letzten Moment und dann Heldenmut und Beweise stellen. Also dann, bist du bereit? Nicht wirklich. Wow, 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 wow! Die spinnt doch! Egal. Okay, üben schon da, wie ging das? Ah ja, genau so. Yeah! Das war doch eine richtige Punktlandung, Mensch! 100 Punkte für den Sieger. Natürlich, sie fliegt. War ja sowas von klar. Das hast du toll gemacht, Michael. Man könnte meinen, du hättest das schon so oft gemacht. Ja, schon einige Male. Yeah. Rot und Blau. Sag mal, Michael, jetzt hast du schon gewonnen. Naja, ich würde viel lieber dein Herz gewinnen. Das hat das schön, auch der Wind bläst nicht so stark. Und wieder mal hört sie uns nicht zu. Links so, Ach, du bist eine Frau, sehe ich gerade, etwa so. Also, wir wären einen kleinen Ausritt über den Wolken. Ausritt? Einen Vogel? Wohl eher Ausflug. Haha, was steht hier? Ausflug, Vogel? Ja, egal. Und dieser dämliche Abbruch da unten ist natürlich überhaupt nicht Let's Play tauglich. Michael, hör mal Michael. Ja, was denn? Was schreist du denn so, Menschenskind? Den heutigen Tag werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Ich freue mich so, dass du gewonnen hast. Ja, schon wieder, Mensch. Dass wir jetzt schon das zweite Jahr unterwegs sind. Es ist einfach göttlich, wa? Was für ein schöner Tag. Und Link schnallt einfach nichts. Komm schon, Link, sie ist so ein schönes Mädchen. Wieso? Naja. Weißt du was, Michael? Du bist ganz schön blöd. Ja, das sind wir alle Links leider. Alle Links sind so begriffsstutzig. Nicht zu fassen. Du und ich, wir... Ja... Was denn schon wieder? Ist die Sonne explodiert oder was? Oh nein, diesen Clan, dieses Lied. Das kennen wir. Oh yeah, nur zu gut. Hey, was? Unser Vögel drehen durch. Ein Sandsturm? Wie kann das sein? Nein, nicht im Himmel. Was ist das? Was macht die Vogel da? Hallo, fliegst mal zurück, Mensch. Michael! Scheiße! Hinterher los! Wow. Also der Versuch war mal voll für den Arsch.
Nein, nicht schon wieder. Ein Traum. Gefangen in einem Traum. Michael. Hä? Diese Stimme. Schon wieder. Die kenne ich doch. Ich kenne sie. Aus meinen Träumen. Aus früheren Abenteuern. Ich warte auf dich. Die Zeit des Erwachens ist gekommen. Deine Kraft wird benötigt, um eine große Bestimmung zu erfüllen. Michael. Ja. Zelda. Zelda! Hä? Oben, unten, was ist jetzt los? Ah, jetzt. Ja, ich hab dich gleich, Zelda, ich hab dich gleich! Nein, nicht der! Endlich bist du aufgewacht. Als ein Wolkenvogel dich bewusstlos zurückgebracht hat, habe ich mir große Sorgen gemacht. Es sieht aber aus, als hätte dir keine großen Verletzungen davongetragen. Mag sein. Aber ich fürchte Zelda. Michael, was ist mit Zelda geschehen? Wart ihr zusammen unterwegs? Was? Was ist mit meiner Tochter? Naja, weißt du, ich muss leider eine Zahnsprache klären, weil sprechen kann ich ja nicht. Und es ist so, dass Zelda, sie ist voll am Arsch. Ein Schwarzwirbelwind. Schwarz war wohl eher Kackbraun. Das klingt nicht nach einem gewöhnlichen Sturm. Nee, kackbraune Stürme sind nicht normal. Ganz sicher nicht. Ja. Du darfst es noch nicht zu sehr anstrengen. Hör mal, Michael. Als ihr da draußen wart, war meine Tochter da irgendwie anders als sonst? Sie haben mir richtig Avancen gemacht, weißt du, und sie hat dauernd von einer dämlichen Stimme da unten gesprochen. War voll nervig, ey, Alter. Vom Erdl hat sie alles gesprochen. Ja, davon auch. Und du hast immer wieder den gleichen Traum von einem großen Schicksal geträumt. Interessant. Ja, es waren lange Träume. Über 90 Folgen lang. Entschuldige. Ich habe mich gerade etwas in Gedanken verloren. Mit Zelda hat das alles nichts zu tun. Aber da ja Wolkenvogel bei ihr war, wird es ihr wohl gut gehen. Wie dem auch sei. Alter. Ein Sandsturm, ein kackbrauner Sandsturm übrigens, hat sie über den Wolken erfasst und mit untergerissen, Mensch! Also Zelda geht es garantiert alles andere als gut. Die Nacht ist finster und bei diesem Licht werden wir nichts finden. Ja, vor allem Licht. Bei der Finsternis, ja, wohlgemerkt. Alles unsere Schuld. Hör mir zu, Michael. Mach dir keine Sorgen. Zelda geht es gut. Davon bin ich überzeugt. Ja, und woher, bitteschön? Kennst du vielleicht unsere ersten Abenteuer oder wie? Der kennt unser erstes Let's Play. Ist die Wahnsinn. Hä? Bist du das? Es ist die Fee. Wahnsinn, was? Und wer genau das ist und wie es weitergeht hier im Heldenmodus, seht in der ersten Folge von Skyward Sword Hero Mode. Bis dann, ciao zusammen! Und dann holen wir Zelda zurück. Oder zumindest machen wir uns auf in ein neues, spannendes und großartiges Abenteuer. Oh yes!